Riesige Haufen, die täglich schubkarrenweise weggeschafft werden. Aber das gehört eben auch zum großen Lebenstraum, den sich Nadine Derfuß erfüllt hat. Klein passt bei ihr irgendwie nicht. Ich bin einfach nicht so der Ponymensch. Ich brauche die großen Pferde, auch wenn es immer sehr interessant ausschaut, weil ich doch nicht allzu groß bin. Ich bin jetzt ungefähr 1,67. Die sind alle größer als ich. Und zwar deutlich. Harvey, Braden, Haribo! Kant? Die drei gehören zur größten Pferderasse der Welt. Es sind Shire Horses mit einer Widerristhöhe teilweise bis knapp 2 Meter. Wir haben hier üben den Jüngsten, der Haribo. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Der darf uns auch schon immer ein bisschen begleiten. Der wird als Handpferd mitgenommen, darf ab und zu in der Kutsche hinten mitlaufen. Es kommt immer ganz drauf an. Dann haben wir in der Mitte den Braden, der ist jetzt 6 geworden dieses Jahr. Jetzt muss er gleich wieder vorkommen. Genau. Und links von mir haben wir den Harvey. Haribo. Haribo. Geh mal zurück. Komm. Braden, nee, du musst dich jetzt nicht an dem sabbern. Gut, fein. Genau, links haben wir unseren Harvey. Der ist jetzt 15 und den Harvey habe ich mittlerweile seit 10 Jahren. Das war mein erstes Pferd. Den habe ich mir dann zusammengespart. Und bin halt neben der Schule immer viel arbeiten gegangen, viel bedienen, habe Zeitungen ausgetragen. Was ist denn mit euch heute? Und habe dann mir den Harvey gekauft, wo ich 16 geworden bin. Ihren Teenager-Traum hat Nadine weiter ausgebaut. Denn diese sanften Riesen haben ihr Herz erobert und viel Platz und Zeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie in Dormitz. Die 3 von der Koppel holen schafft sie allein. Aber um die Tiere zu versorgen oder gar für Ausfahrten oder Ausritte fertig zu machen, dazu braucht es viele pferdeerfahrene Hände. Putzen, striegeln, Hufe auskratzen, Schwanz- und Mähnenpflege. Das dauert. Und zwischendrin übt Nadine mit Junghengst Haribo immer wieder mal das möglichst angstfreie Einsteigen in den Anhänger. Es soll stressfrei sein, genau. Also ohne viel Druck oder irgendwie mit Gewalt, das macht keinen Sinn. Also er muss es lernen, weil wir öfters mit ihm unterwegs sind. Wir fahren ja mit den anderen viel auf Auftritte, Veranstaltungen, fahren mal zu einer Freundin oder man muss in eine Klinik. Und deswegen bringen wir ihm das von klein auf bei, weil erstens ist er mein Nachwuchspferd, sage ich mal so. Er soll irgendwann den Harvey ablösen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass er halt schön reingeht. Und umso öfter du es machst, umso schöner geht er rein. Nadine arbeitet als Schichtleiterin in einem Medizintechnikunternehmen. Die Pferde zu versorgen und zu bewegen ist wie ein zusätzlicher Job. Und dann haben wir noch die Landwirtschaft zu Hause, wo ich natürlich dann auch immer schaue, dass ich auf dem Acker mit bin, wenn der Papa mich braucht. Und dann hat der Papa noch eine eigene Firma. Da macht er so ein bisschen Baggerarbeiten und Dienstleistungen. Das mache ich natürlich auch alles mit. Also ich bin damit groß geworden. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann fahre ich manchmal noch LKW. Also langweilig wird's. Nee, langweilig wird's nicht. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich kann nicht nur rumsitzen. Mir ist dann, wenn ich nichts zu tun habe, dann drehe ich durch. Und auch die Shire Horses wollen was zu tun haben. Schließlich wurden sie auf den britischen Inseln einst als Arbeitspferde gezüchtet, weil sie so robust, gelassen und gutmütig sind. Durch die Industrialisierung der Landwirtschaft werden sie fast ausgestorben. Nadine mag sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Wenn es zu Arbeitseinsätzen geht, muss Nesthäkchen Haribo alleine auf der Koppel bleiben. Nadine ist mit ihren sanften Riesen inzwischen eine gefragte Attraktion bei Veranstaltungen und Umzügen. Aber nur reiten, das ist ihr zu wenig. Sie hat inzwischen einen Planwagen angeschafft. Wenn der zum Einsatz kommt, packt auch der Papa mit an. Seit Nadine den Kutschenführerschein hat, werden Harvey und Braden regelmäßig angespannt und ziehen Kutschen durch die Landschaft. Und Holzrücken können sie auch zusammen. Für Nadine ist Pferdezeit zwar körperlich anstrengend, aber trotzdem eine Kraftquelle. Das ist für mich keine Arbeit, das gehört zu meinem normalen Alltag dazu. Und ich weiß auch, wofür ich es mache. Die geben mir so viel zurück und das ist der Wahnsinn. Das ist egal, wie viel man da reinsteckt. Das macht man alles total gern und mit Leidenschaft.
Und nach getaner Arbeit wartet eine stürmische Begrüßung. Junghengst Haribo ist glücklich, dass alle Zwei- und Vierbeiner wieder da sind.